Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport Season 2. Also wir sind jetzt mittlerweile in der zweiten Saison und wir gehen jetzt den Nachbar rein. Ihr seht, die andere Hintergrundbeleuchtung, es ist gerade oben, ich nehme jetzt gerade am Abend auf. Ich hoffe, die Facecam hebt, weil der Akku ist mal eigentlich vorgekommen, dass er leer sei. Ich hoffe, es hebt so lange, wenn es nicht länger tut es mir leid. Ich versuche mein Kameraproblem jetzt bald in den Griff zu bekommen und mein Mikrofon sollte ich eigentlich jetzt auch noch ein Weile haben, aber es ist auch schon die Meldung gekommen, dass der Akku bald leer ist. Ich hoffe, es verhebt. Ja, wir gehen jetzt gerade nach Bahrain. Ich würde sagen, wir legen gerade los und wir haben ja eigentlich schon nicht mehr gross machen können. Entwicklung, Ressourcenpunkte haben wir schon alles gemacht in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gesehen habt, als neue Auto. Alles haben wir schon präsentiert. Wir gehen jetzt gerade direkt ins Rennen rein. Let's go! So, herzlich willkommen zum Blitz Qualifying. Ich bin hier gerade im Menü drin. Leider ist die Facecam schon ausgegangen. Die hat schon keinen Akku mehr, die hat keine Lust mehr. Und ja, wir gehen jetzt weiter ins Blitz Qualifying und machen jetzt mal eine schnelle Runde hoffentlich. Das Training war voll okay, ein bisschen rutschig, aber sonst eigentlich so ganz okay. Und ja, wie wir sagen, legen wir los. Hoffen wir auf eine gute, saubere Runde und auf eine gute Positionierung. Let's go! So, ich glaube, wir sind oben, wir sind 2. Grad. Wir sind nicht schlechter als Autofahrer, gerade gut. Wow. Dann müssen wir noch einen abschalten, weil sonst wäre ich glaube ich drüber rausgeflogen. Oh nein, der Norris ist so schnell. Oh mein Gott, aber wir sind glaube ich P3. Holy shit. Oh mein Gott, ist das Auto schnell. Oh mein Gott, ist das Auto schnell. Wir haben glaube ich richtig gut entwickelt. Aber es nimmt mich wunder, wo der Mick ist. Wo ist der Mick? 15. Ist eigentlich auch relativ schnell, aber ich war mega schnell mit meinem Auto. Holy shit. Muss ich echt KI noch mal ein bisschen aufnehmen? Ich bin halt relativ viel F1 gefahren in letzter Zeit. Also nicht, wo ich hier aufgenommen habe, sondern halt einfach auch im Stream und alles. Vielleicht muss ich wirklich mal KI noch ein bisschen aufnehmen. Noch einmal. Die ist jetzt aktuell bei 83. Vielleicht sollte ich sie mal aufnehmen auf 85 oder noch höher. Mal schauen. Okay, aber krass. P3 und ja, wir gehen mal ins Rennen. McLaren wieder sehr stark. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lando Norris ist eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und daneben steht Daniel Ricciardo. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Ein Wagen des neuen Teams, Leclerc, Carlos Sainz und Verstappen, Hamilton, Bottas, Vettel und Sergio Perez, Gasly, Russell, Esteban Ocon und Tsunoda, Mick Schumacher, Giovinazzi, Callum Ilott und Lance Stroll. Latifi, Mazepin, Alesi und Robert Schwartzman. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Es sieht so komisch aus, wenn die Leute nicht in ihren richtigen Team-Overalls drin sind. Also,
Das Stroll hat jetzt richtig komisch ausgesehen bei Williams, obwohl es ja schon bei Williams war. Aber auch der Gasly bei Aston, ganz strange. So, aber wir sind auf P3 und wir starten mit den Softs. Logischerweise, weil mit denen sind wir als Qualifying gefahren und gehen dann auf die Härte. 14 Runden in der Gesamthaft. Wir nehmen natürlich wieder ein bisschen Sprit, aber so viel müssen wir nicht mitnehmen. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht sogar aufs Podium kommen. Aber ich glaube, wir werden schon ein bisschen zurückgereiht. Ich denke nicht, dass wir mit unserem Auto die Rennpace gehen können. Aber mal schauen. Wir legen los. Let's go. So, der Grand Prix, der Bahrain ist eröffnet wurde, ja, einen guten Start gehabt, Ricciardo gar nicht. Oh, da schiesse ich ein bisschen weit raus, aber vielleicht nicht mal so schlecht aus dem Getümmel. Das Auto da 3 Meter rein. Okay, ich erinnere mich, in der ersten Saison ist genau der gleiche Fehler mir passiert. Ich bin da nämlich zu weit raus. Oder nein, ich bin innen durch, aber ich habe mich auch in der ersten Kurve verdreht. Oh shit, okay, alles verloren. Das ganze Qualifying für die Füchse. Und da beginnt jetzt dann die Aufholjagd. Eieieiei. Okay, nicht gedacht, dass es mich dreht dort, aber ich bin glaube ich auf dem Curb, wenn ich es richtig gerade im Kopf habe. Aber jetzt hier am Anfang ist ja noch ein bisschen Getümmel, da kann ich vielleicht wieder ein bisschen aufholen. Bevor das dann die ganzen Autos sich eingereiht haben. Ah, das ist bitter. Das habe ich voll weggedreht. So, wir sind immer noch hinter einem Schwarzmann, jetzt vielleicht mit ERS und Windschatten. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Jetzt haben wir natürlich voll den Wind, der uns abbremst. Dann haben wir unseren Haas, Schwarzmann. Alter Teamkollege. Okay, es ist ein bisschen rutschig noch. Ich muss mega vorsichtig aufs Gas. Und Curbspeed unbedingt. Schwarzmann! Oh, gut. Gut gemacht. Super überholt. So, jetzt einfach nicht abreißen lassen. Ich glaube, der Mick Schumacher, unser Teammate, ist gerade relativ in die Führung gekommen. Der hat, glaube ich, einen guten Start gehabt. So, Stroll vor uns. Das ist unser Rival. Ist innen noch. Ich gebe ihm den Platz, aber er hat zurückgesteckt. Und jetzt kommt auch DRS nach dieser Runde. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS Okay, Williams nutzen, ist wenn sehr du langsam. höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Eilert und der Alesi sind dort am Fighter, Giovinazzi noch hinten dran. Für uns natürlich gut, wir können jetzt profitieren. Oh, da Will-to-Will-Action, Alesi, Giovinazzi. Alesi hat eine Zeitstrafe noch. Ah, da wieder Will-to-Will. Ist gut gegangen, keine Berührung gehabt. Sehr schön. Ah, wir sind auf P18. Wir zeigen uns da mal noch einmal. Jetzt aber könnten wir aufschliessen, vielleicht Mannbremse überholen, mal schauen. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Wow, da hat Giovinazzi auch noch eins rausgezogen. Da haben wir eine Berührung gehabt. Okay, Giovinazzi haben wir jetzt auch noch eins vorbeigehen lassen. Wow. Okay, geht in Ordnung. Okay, jetzt machen wir uns einfach mal kurz ein bisschen breiter. Und jetzt gehen wir auf ein Islet. Oh, der
Norris! Gute alternative Strategie. Der Norris! Der Führende geht raus, ist ja unglaublich. Okay, langsamer werden. Safety Car. Langsamer werden. Delta ist negativ. Okay, sehr gut. Safety Car. Wir könnten jetzt wahrscheinlich in die Box. Ist angekommen. Das machen wir auch. Oder Runde 5 ist gestanden. Dann muss ich jetzt in die Box. Und die gehen alle in die Box. Also wenn nicht, vielleicht kommt jetzt gerade der Dings rein und dann muss ich in die nächste Runde gehen. Ah, warte mal, ich fahre ein bisschen langsamer. Nick kommt in die Boxengasse. Oh, ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich möchte jetzt auch in die Box gehen, weil wenn ich jetzt draußen bleibe, verliere ich Zeit. Ich bin extra ein bisschen langsamer gefahren. Dürfen wir zwar eigentlich nicht, ist verboten in der Formel 1, aber ich komme jetzt gleich rein. Come on, come on, come on, come on. Okay, sie stehen parat. Perfekt. Nein, oh mein Gott, okay. Ah, okay, ja, es kostet. Ah, scheiße, es hat gekostet. 4,2 und. Okay. Im Auto innen vom Stroll. Ah, shit, das hat gekostet. Boxenstopp. Keine Boxenstopps. Hinter mir ist ein McLaren. Der Ricciardo ist hinter mir. Oh mein Gott, hat der Zeit verloren. In der Box. Hä? Nein, das ist der Norris. Hä? Der Norris ist doch da gestanden. Hä? Ist der Norris nicht rausgefallen? Jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Hä, aber wieso hat es einen Safety Car gegeben? Okay, egal, der Norris ist der Letzte oder der Zweitletzte. Eilert hat auch recht verloren. Okay, aber es gibt einen Restart, wo wir wieder richtig profitieren können, vielleicht ein bisschen vorstechen. Hoffe nur, die gelben Reifen funktionieren gut. Alter! Der bremst einfach so fett ab. Okay, das fällt jetzt richtig durchgewischt. Ich glaube, es ist Mick Schumacher. Unser Teammate ist gerade eine richtig gute Position am rausfahren. Hoffen wir nur, er kann es auch beibehalten. Mal schauen, ob das Safety Car jetzt schon reinkommt oder noch eine draussen bleibt. Ich denke, es bleibt noch eine Runde draussen. Aber das kommt erst jetzt gerade raus über Sektor 3. Ah, bleibt noch eine Runde draussen. Okay, wir haben eine Runde in einem Safety Car. Ist nicht schlecht. Wir müssen auch den Reifen warm halten. Aber wir können so Reifen sparen. Okay, Restart ist jetzt angesagt. Wenn ich Pech habe, will jetzt genau in der Kurve drin sein. Jetzt muss ich einfach meine Reifen auf Temperatur behalten. Okay, hinten ist schon mal gut. Vorne noch ein bisschen mehr, glaube ich, wäre nicht schlecht. In dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass du zur ersten Safety Car Linie Überholverbot hast. Okay, ist gut, glaube ich. Bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Okay, wir hoffen auf einen guten Restart. Aber wahrscheinlich wird es bei mir eben genau wieder in der Kurve sein, wo sie anziehen. Ja, aber es genau gedacht. Oh, super optimal gewesen. Der Norris hinter mir ist natürlich gerade tiefig unterwegs. Oh, wieder, gell? Okay, wir drücken uns da mal drin. Norris macht das Gleiche hinter mir. Hui! Ich glaube, es hat einen leichten Damage gegeben. Oh. So, jetzt hoffen wir einfach, dass der Mick Schumacher noch etwas reissen kann da vorne. Oh shit. Curb. So, hinter dem Antonio jetzt. Der DRS ist noch nicht frei nach dem Safety Car. Aber wir kommen noch gut vorbei. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Oh, mein Gott. Okay, da vorne gibt es ein bisschen Gebädel. Oh, Bottas und Verstappen. Gasly auch noch dort dabei. Ich werde jetzt auch nicht gross reinstechen und mitmischen, weil sonst
kassiere ich sicher noch einen. Jetzt müssen wir das Gas lupfen. Oh, jetzt müssen wir das Gas lupfen. Oh, Verstappen nicht recht bekommen jetzt da. Und das jetzt müssen neben Verstappen näher. Bottas kommt uns hier ein bisschen quer, aber der Verstappen haben wir. Latifi auch vorne mit dem Williams. So, DRS, ERS. Oh, wir sind schon recht schnell. Und da haben wir den Bottas. Sehr spät abbremsen, aber es ist gut gegangen. Wir sind im Latifi wieder mit ERS. Klar um den Platz. Saubere Sache. Wir sind P12. Schumacher auf P10 momentan. Okay, jetzt haben wir kein DRS. Könnte gefährlich werden, aber es sieht nicht so aus, als würde es führen mögen. Oh, da verbremse ich mich ein bisschen. Okay, Bottas könnte jetzt kommen. Aber sie mögen nicht noch, wenn ich ERS drin habe, mögen sie mir fast nicht nach, das ist schon krass. Also heisst, unser Auto ist auf der Geraden eigentlich eine rechte Maschine. DRS bekomme ich noch nicht. Ach, schade. Aber wir sind jetzt unter einer Sekunde. Jetzt sind wir wieder drüber. Oh, Mick verteidigt doch! Nein, er hat ihn verloren. Come on, Mick. Den müssen wir jetzt holen. Wir müssen jetzt unbedingt den Punkt müssen wir haben. Okay, da deckt er noch ab, den Mick Schumacher. Ich will mich hier nicht vorbeilassen. Ich bin dein Boss, pass auf. Holen wir noch DRS. Okay, jetzt gehen wir noch auf den Pierre Gasly. Wir haben jetzt die letzte Runde. Boah, ich weiß nicht, ob ich den noch holen kann. Oh, da schon mal zu weit raus. Bottas ist auch am Mick vorbei. 1,4 Sekunden. Das glaube ich, will ich nicht holen. Nein, hole ich nicht mehr. Essen ist einfach ein bisschen schnell noch. Aber dann lassen wir immerhin den Bottas nicht vorbei. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, Bottas haben wir sicher mal im Schach. Der kommt nicht vorbei, denke ich. Also, wir verkacken es da vorne richtig. Sainz hat gewonnen. Schade. Okay, also wir sind auf P3 und um Fehler weit hinterher. Aber wie gesagt, ich hätte schon erwartet, dass wir ein bisschen zurückgereiht werden, weil mit Ferrari, McLaren, Mercedes eigentlich auch, jetzt nicht gedacht, dass wir dort mithalten mögen. Aber wir hatten eine coole Aufholjagd gehabt. Also wirklich, wir sind nach dem Fehler eigentlich wirklich gut gefahren. Und ja, also wir können uns eigentlich glücklich schätzen, wo wir gelandet sind. Das zeigt auch, dass das Auto sicher auf der Geraden schnell ist. Wir müssen halt einfach schauen, wo wir dann noch mehr Power rausholen oder mehr Leistung rausholen oder für uns verbessern. Ich denke, es wird weiterhin bei der Aero- und Chassisabteilung bleiben. Aber ja, hat wieder mal richtig Spass gemacht. Bahrain, sehr coole Strecke, ja, muss man einfach an dieser Stelle sagen.
Und wir schauen jetzt auch kurz in die Rangliste rein. Wir sehen jetzt, der Carlos Sainz hat gewonnen vor dem Vettel im Alpine. What? Okay, Vettel einfach P2 mit dem Alpine und Sergio Perez auf P3. Da kommt der Lewis Hamilton, Charles Leclerc und George Russell, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Pierre Gasly. Da kommen wir. Da kommt der Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Max Verstappen, wer haben wir da? Lando Norris, Nicolas Latifi, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Callum Ilott und Nikita Mazepin, Robert Schwarzman und Alesi noch. Und ja, also wir können glücklich sein mit dem ersten Rennen, denke ich. P11, P13, also wir sind wirklich gut unterwegs gewesen. Und ja, mal schauen, was jetzt noch im Hauptquartier kommt. So, also wir sind jetzt hier im Hauptquartier wieder und ein Sponsorvertrag läuft aus. Dort einfach erneuern, weil ich bin eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit meinen Sponsoren zufrieden. Ich weiß auch gar nicht, wer das jetzt genau war, weil ich jetzt nicht gelesen. Perfekt. Aber ist auch nicht so schlimm, sie haben alle voll okay. Gut, also, wir haben 19 Millionen. Wir müssen die 19 Millionen jetzt loswerden, wir müssen jetzt irgendwie eine Einrichtung weiterentwickeln. Und ich würde mal sagen, was würden wir am besten machen? Ich glaube, wir machen Aerodynamik. Das ist wichtig, dass wir die haben. Und da würde ich sagen, machen wir in der Chassisabteilung machen wir vielleicht noch gerade Bauzeit. So da und ja. Also wir sehen, wir haben schon 2-3 Sachen noch, die wir machen. Jetzt müssen wir da noch schnell kurz in die Aktivitäten hineinschauen, beziehungsweise, wo ist es da? Da machen wir alles, was wir können da. Ist mir egal, wenn es etwas kostet, bin ich ganz ehrlich. So, nein, das machen wir nicht, was es abzieht. Und was haben wir jetzt noch? Weiterentwicklungen. Okay, Unterboden haben wir frisch bekommen. Aerodynamik sind wir eigentlich so weit ausgeschossen. Da kriegen wir noch ein Teil über und dann sind wir da durch. Chassis, da haben wir noch Felgen. Haben wir nicht genug, okay. Motortechnisch, beziehungsweise wir gehen jetzt noch die Stabilisierfähigkeit hin, da müssen wir auch noch weiterentwickeln unbedingt. MGU-H, sehr wichtig, das Teil schwellt etwa die mal einmal. Motortechnisch haben wir noch das Upgrade vom Hersteller bekommen. Können wir aber jetzt nichts mehr gross machen, weil wir keine Ressourcenpunkte mehr haben, aber es ist nicht so schlimm, wir kriegen ja noch ein Werk über. Und dann können wir noch ein Motor-Update machen. Es gibt eine Firma, die online Lehrmaterial anbietet, vieles davon können Hilfe in der Entwicklung sein. Wir würden mit einer einmaligen Ausgabe für die Lizenz Zugriff auf das Material erhalten, aber wir bräuchten auch Personal. Ja, machen wir. Scheiß drauf, 50'000. Easy, man. Take my money. Ja gut, okay. Ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich kann jetzt, glaube ich, nichts mehr weiterentwickeln. Mal das noch, aber das kann ich immer noch nicht. Okay. Und das nächste Rennen ist in Imola, eine Strecke, die ich sehr geil finde, sehr gerne fahren. Bin gespannt, wie wir uns dort schlagen. Ist schon jetzt eigentlich nicht gerade eine Highspeed-Strecke mit viel Geraden. Ist mehr ein bisschen kurvenreich. Ich weiß nicht, wie unser Auto dort performt. Und ja, sind wir gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge von F1 2021 in der MyTeam-Karriere gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Unser Windkanal sieht mittlerweile schon auch ein bisschen professioneller aus. Gefällt mir. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.